Halleluja. Teşekkür iş Galatasaray. Leute, damit Servus, herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, ich denke, ihr könnt euch das Thema denken. Wenn nicht, erfahrt ihr es nach dem kurzen Hinweis. Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben, nach unten, schreibt einen Kommentar. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ja, Thema, ganz klar, der Abgang von El Loco, Spieler des Monats März 2025, Leroy Sané. Ja. Ich hoffe, ich habe das Danke richtig ausgesprochen auf Türkisch. Vielen lieben Dank, Galatasaray, dass du uns diesen Spieler abgenommen hast. Wir werden den ganzen Bums jetzt mal ein bisschen aufarbeiten, die ganze Farce, Leroy Sané, was wir da wieder als Verein für einen guten Eindruck gemacht haben. Aber erstmal das Allerwichtigste, Leroy Sané ist ab den 30.06. nicht mehr Spieler des FC Bayern München. So, das muss man auch mal zelebrieren. Wir haben uns den 5 Jahre angeschaut. 5 Jahre inkonstante Leistungen mit einem Verdienst von 20 Millionen. Ich denke, es ist Zeit, dass er weiterzieht. Ich möchte gar nichts Schlechtes sagen über den Leroy. Wie gesagt, ich kenne ihn menschlich nicht. Alles gut. Die sportlichen Leistungen in den 5 Jahren bei uns waren katastrophal. Wenn er Bock hatte, ja, war er gut. Wenn er richtig Bock hatte, kann man auch mal Weltklasse sagen. Das Problem war, das war vielleicht bei 10% der gesamten Spielzeit der Fall, dass er immer Bock hatte. Ja, zumindest hat er den Eindruck gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Vielleicht hatte er immer Bock, konnte es einfach nie umsetzen, hat eine scheiß Körpersprache. Was weiß ich. Ich persönlich, für mich gesprochen, bin froh, dass er endlich weg ist. Ja, 3 rote Kreuze für mich. Ich starte auf jeden Fall 15% erfreulicher in die neue Saison rein. Ja. Ist natürlich wild, dass ich mir ihn bei der Club-WM nochmal angucken muss, aber da wird er nochmal Bock haben, da wird er sich nochmal einen Arsch aufreißen, um zu zeigen, ach, guck mal, was euch durch die Lappen geht. Bin ich mir relativ sicher. Von daher alles gut. Ich wünsche ihm auch alles, das erdenklich Beste bei Galatasaray. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ich meine, die türkischen Fans haben ihn ja schon vergöttert. Vielleicht braucht er das, ja, dass er da Top-Leistungen bringt. Ich denke, sollte er da ansatzweise die Körpersprache zeigen, dieses, ey, ich habe keinen Bock wie beim FC Bayern, ich glaube, dann wird er schneller aus diesem Stadion gepfiffen werden, wie er sich das wünschen kann. Ja. Ich glaube nicht, dass die türkischen Fans das akzeptieren werden, wenn da so ein keine Lustfußballer rumläuft, der da zum Topverdiener wahrscheinlich aufgestiegen ist. Aber mir persönlich am Ende des Tages wurscht. Ja, ich bin nur froh, dass er bei uns nicht mehr Spieler ist. Ja. Ich habe das nie über irgendeinen Spieler gesagt oder irgendwie mal dieses Gefühl gehabt, ach Gott sei Dank, er ist weg. Ist der erste Spieler, wo er so ist. Ja, und ja, wie gesagt, das hat nichts mit den Menschen zu tun. Ich kenne den Menschen Leroy Sané nicht. Aber der Sportler Leroy Sané war maßlos überbezahlt bei uns und es macht mich traurig, dass man das nie öffentlich ausgesprochen hat, dass er immer ein Standing hatte, wie als wäre er dieser Weltfußballer. Das war er nie. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Gut. Ja. Gehen wir kurz die ganzen Chosen mal durch, die jetzt in der Causa Leroy Sané gelaufen sind. Also erstmal, dass man da monatelang verhandelt hat, war für mich schon ein Unding. Ja. Dass ein Leroy Sané sich nicht wertgeschätzt fühlt vom Verein, wenn er dann so ein Angebot bekommt, was so stark reduziert ist, wenn man sieht, was ein Fonzie Davies an Gehalt bekommt, habe ich schon gesagt. Kann ich 100% verstehen, ja, dass man da dann keinen Bock hat, kann ich voll verstehen. Da würde ich ihm gar keinen Vorwurf machen. Wir von Vereinsseite haben mal wieder ein absolut groteskes, schlechtes Bild abgegeben, muss man ganz klar sagen. Ja, allerspätestens nach dem Beraterwechsel hätte zu sagen müssen, alles klar, Leroy, hau rein, such dir einen neuen Verein.
Und nicht, ach ja, Leroy, so wie der Uli, Leroy, ach, der hat Zeit bis zum August. Wenn der erste Spieltag losgeht, dann müssten wir natürlich schon wissen, ob er noch Spieler des FC Bayern ist. Alter, Uli, halt einfach deine Fresse. Ja, halt endlich deine Fresse, zieh dich endlich mal zurück, Alter, und sag einfach nichts mehr zu irgendwelchen sportlichen, vertraglichen Themen beim FC Bayern. Ja. Dann würde Max Eberl auch nicht immer dastehen wie der größte Vollpfosten der Nation, Alter. Das war schon wieder eine Farce, ja. Dass man dann angeblich, scheint es ja so zu sein, dass der Beraterwechsel dann doch gefruchtet hat. So, dass er vorher 10 Millionen Fixgehalt gekriegt hat, plus 5 Bonus und man hätte auf 12 erhöht Fixgehalt und er hätte noch 3 am Boni bekommen können. Allein, dass man diesen Move nochmal gemacht hat, eine absolute Katastrophe. Ja, eine absolute Katastrophe. Wir geben ein Bild in der Öffentlichkeit ab. Da reicht noch nicht mal der FC Hollywood. Ja, was unsere Führung angeht, unsere Vereinsführung angeht, eine absolute Katastrophe. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Gut, das zu unserer Vereinsführung mal. Kommen wir noch zu Leroy. Ja, Leroy ist natürlich, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich wiederhole es in diesem Video gerne nochmal. Leute, ihr müsst eure Fußballromantik mal hinten anstellen. Ja. Leroy war ja der sich dahingestellt hat, ich möchte unbedingt beim FC Bayern bleiben, ich fühle mich ja so wohl hier und ja, ich habe auch kein Problem, Gehaltsverzicht in Kauf zu nehmen, ich liebe den FC Bayern, ich fühle mich so wohl hier. Ja, Ende von Lied, er geht dahin, wo er die meiste Kohle kriegt. So, ja, Alter. Also 12 Mille plus 3 Bonus wären 15 gewesen, weil ist die Frage, wie hätte er den Bonus erreicht, aber das hat nicht gereicht. Ja. Das hat nicht gereicht für die Liebe, die man für diesen Verein empfindet und wie wohl man sich in dieser Mannschaft und in dieser Gemeinschaft fühlt. Das hat einfach nicht gereicht. Ja, 12 Millionen ist jetzt, also jetzt mal ernsthaft. Das ist ja auch nicht das ist ja auch eine Frechheit. So ein Weltklasse-Spieler, Sportler, wie es Leroy Sané ist, 12 Millionen nur zu zahlen. Also, ja. Ich meine, die 20, die er vorher hatte, da hätte man ja wenigstens nochmal 2 Millionen drauflegen müssen. Dass er sich auch weiterhin wohlgefühlt hätte in München. Ja. Ich fand es aber schön, dass dann irgendwelche Leute argumentieren, seine Frau und der Familienmittelpunkt liegt ja in London und ja, er will ja dann nur vom FC oder nimmt das FC Bayern-Angebot nicht an, weil er hofft, dass er aus London Angebote kriegt. Ja, genau so wird es gewesen sein. Ne? Es wird nicht das Geld eine Rolle gespielt haben, oder? Nee, natürlich nicht. Also ich glaube schon, dass Pini Zahavi das ein oder andere Angebot eingeholt haben wird, aber selbst die Engländer haben ihm nicht mehr geboten wie der FC Bayern. Wahrscheinlich noch weniger. Ja. Warum auch? Welcher Verein sollte diesen Spieler mehr wie 10 Millionen bieten? Ja, selbst 10 Millionen ist eigentlich schon überbezahlt, wenn man die letzten 5 Jahre an Leistung anschaut beim FC Bayern. Punkt. Ja. So, ganz einfach. Dass die Türken so hohl sind, ja, maybe, Alter. Wer geht schon freiwillig als Superstar in die Super League? Ja, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie bös gemeint oder sowas. Ich bin auch nicht super tief drin in dem Thema Super League oder Super League. Alles gut, aber wir brauchen nicht darüber reden, dass die türkische Liga auf jeden Fall eher eine zweiklassige europäische Liga ist. Ja? Und nicht auf dem Niveau von England, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien. Ja? Ich denke mal, dass so fair muss man sein, das einordnen zu können. Danach würde ich dann schon so die türkische Liga mit Portugal so auf einer Stufe sehen wahrscheinlich. Obwohl Portugal immer noch die besseren Topclubs hat. Schwierig zu sagen, aber ja, es ist eher eine zweiklassige Geschichte, wenn wir die europäischen Ligen im Vergleich sehen. So. Ja, wie lockst du dann einen Spieler wie Leroy Sané? Ja, genau so. Indem du ihnen, 9 Millionen netto fix gibst oder 8 netto fix plus das am Boni und Treuebonus und ich denke, ein Handgeld wird auch noch geflossen sein, weil der Zahavi möchte ja auch noch ein bisschen was mitverdienen. Alles gut. Ja, wie gesagt, ich gönn's Galatasaray. Ich gönne Galatasaray auch, dass ein Leroy da wirklich 3-4 Jahre, ich weiß nicht, wie lange Vertrag hat, da wirklich mal das zeigen kann, wozu er imstande wäre. Ja, ich würde es ihm wünschen. Ja. Ich hätte da auch gar kein Problem mit ihr, kein Neid, nichts. Ja. Vielleicht ist das einfach ein Spieler, der, wie gesagt, von den eigenen Fans irgendwie frenetisch gefeiert werden muss, damit er richtig Bock hat. Und vielleicht muss er auch so diesen, wie es unter Tuchel war,
diesen Extra-Status, ey, ich bin der super wichtige Spieler hier in diesem Verein und ich brauche diese Extrawurst. Vielleicht braucht er diesen Status auch, ja, und vielleicht klappt das bei Galatasaray. Wie gesagt, es sei ihm gewünscht. Ich wünsche ihm da nichts Schlechtes. Ich persönlich bin froh, dass er bei uns weg ist. Und das Einzige, was mich an dieser Causa ein bisschen traurig macht, ist die Art und Weise, dass der Verein das nicht entschieden hat. Ja, der Verein hat mal wieder keine Eier gehabt. Der Verein hat wieder mal wollte er einen Durchschnittsspieler super viel Geld in den Arsch schieben. Katastrophe. Katastrophe. Ja. Wirklich Katastrophe. Zum Glück ist man nicht komplett weggebrochen und hat gesagt, ja komm, du behältst dein Gehalt, so wie man es bei Kimmich getan hat. Ja. Der Unterschied ist, dass Kimmich wenigstens noch Leistung gebracht hat, zumindest bis zur Vertragsverlängerung. Danach war es auch eher so mittel. Auch das ist für mich überbezahlt, aber für mich sind gerade alle Spieler beim FC Bayern maßlos überbezahlt. So, aber das ist einfach die Entwicklung im Fußball. Aber wir müssen mal wegkommen davon, den Sanés, Knabris, Goretzkas, Komans das Geld zu zahlen, als wären sie alle Lionel Messi. Ja, das sind sie nämlich nicht. So, nicht ansatzweise. Das sind alle gute Spieler, haben gutes internationales Niveau und dann ist auch gut. Ja, wenn sie mal einen richtig starken Tag haben, dann können sie auch mal in die Weltklasse vorstoßen. Aber da ist ja nicht ein Spieler bei, der mal 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele, geschweige denn mal 10, 15, 20 Spiele am Stück Weltklasse-Leistung zeigt. Da ist keiner von bei. Ne? Und wir haben bei Fonzie Davies schon den gleichen Fehler gemacht. Wir haben Jamal Musiala auch super viel Geld gegeben, was auch ein bisschen too much war. Aber gut, da werden wir es sehen. Das ist wieder Pokern. Ja, entweder erreichen diese Spieler dieses Level oder halt nicht. Wie gesagt, von Vereinsseite aus war das leider wieder eine Farce um Leroy Sané. Beraterwechsel hätte zu sagen müssen, Bums, Feierabend. Wir lassen uns doch nicht verarschen von dir, Alter. Ja. Und selbst da lässt man sie nur auf der Nase rumtanzen und selbst da hat man dann nochmal die Zusammenstellung des Gesamtgehaltes angepasst, um ihnen entgegenzukommen. Also. Deswegen nochmal an dieser Stelle, damit beende ich das Video auch. Ey, vielen lieben Dank an Galatasaray, dass sie uns diesen Spieler abgenommen haben. Ich wünsche euch Gala-Fans, dass er bei euch einschlägt wie eine Bombe, dass der Leroy bei euch Bock hat, dass er an seinen Peak rankommt. Er kann Weltklasse-Spieler sein. Ja, und er kann der entscheidende Spieler sein, definitiv. Ja, ich wünsche euch, dass es bei euch klappt, dass es bei euch auf Dauer klappt. Es hat bei uns auch geklappt zwischendurch mal, aber niemals mal 5, 6, 7, geschweige 10, 20 Spiele am Stück. Aber vielleicht, wenn die Gala-Fans ihn vergöttern und vielleicht braucht der Leroy das. Ja, und vielleicht kommt er dann dahin. Ich wünsche es ihm, ja, 100%. Ich wünsche Galatasaray und hab viel Spaß mit Leroy. Ich hoffe, er wird eine andere Einstellung an den Tag legen wie bei uns und dann könnt ihr vielleicht Spaß mit diesem Spieler haben. Und damit ist der Bums durch. Ja, danke, Leroy, für 5 Jahre bei uns. Du konntest leider nie dein Gehalt rechtfertigen. Ja. Die Hälfte des Gehaltes hast du gerechtfertigt. Ja, das würde ich schon sagen. Aber bei dem Talent, was du hast, ist es eine Farce, dass du es nie ausgeschöpft hast und oft den Eindruck gemacht hast, dass du keinen Bock hast. In diesem Sinne wünsche ich dir für Galatasaray alles Gute. Tschö.